Wir sind an der Weihnachtszeit vandaag en hebben daar ook vielleicht viele Fragen. En vandaag heeft je Mendeleta Stefan Ditsch eingeladen. Dankeschön Stefan, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ich habe ganz besonders zwei Fragen für diese Weihnachtszeit. En de eine, wo wir vielleicht auch an dem Lied hören, was wir nu für zwei anspielen. Nelson Wiebes, die haben ein sehr gutes Lied gesungen und hören wir uns das mal zuerst an. Ja, Stefan, an diesem Lied wird sehr viel besungen, die schwere Zeit an Weihnachten. Krankheit, Zank an Familien oder Storbefälle oder vielleicht auch zurück in so eine Sache. Wo gehen wir an dieser Weihnachtszeit mit so einer schweren an? Ja, ich glaube, die Weihnachtszeit will immer eine schwere Zeit, eine Wertlichkeit. Einerseits ist es eine schöne Zeit, wie früher an, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Und andererseits wird dort immer all eine sehr, sehr schwere Zeit. Wenn wir denken an die Zeit, wo Jesus geboren war, das wird eine extrem schwere Zeit. Die Römer haben Israel eingenommen, die haben das vernichtet. Viele Menschen die wussten nicht, wie sie über den Tag kommen sollen. So knapp wird das. Menschen waren schikaniert, Menschen waren angebracht, so ist der Römer dort gefallen. Und das wird eine extrem schwere Zeit. Viele Menschen die haben sich dann in die Römer
gestalt und versucht und zu bekämpfen und war da angebracht. Und so hat wir eine extrem schwere Zeit, wo Jesus geboren war. Und ich denke immer, Gott hat sich gerade so eine schwere Zeit ausgesagt, am Sehen sehen, ob diese Welt zu schätzen. Um uns einfach zu wissen, als die Menschen durch diese schwere Zeit und gerade besonders Stoffe sie gekommen. So dass wir noch niemals eine Zeit, wo man bloß einen Weihnachtsbaum sorgt, ein Geschenk auspackt, eine Familienfest da hat, ein schön Essen, ein Trinken, sondern eine Wirklichkeit, das erste Mal, wo Jesus auf diese Erde kommt, das wird eine extrem schwere Zeit. Und ich denke immer, das hilft ja uns sehr viel Hoffnung. Zu wissen, wir sind in dieser schweren Zeit nicht allein. Das kriegt in dieser schweren Weg, wo Gott mit uns ist. Wir sehen das Volk nicht, wir sehen nicht, wo es Gott hier mit uns mit. Viele Menschen dann haben das auch nicht gemacht. Wie ein Kind irgendwo in einem Stall geboren, was hat hier, ja? Ich meine, 10 Jahre waren irgendwann mal geboren. Und was hat das nun für uns zu bedienen? Was hilft uns das überhaupt? Ja, wenn da eine Besatzungsmacht ist, ist der Römer, und da wird ein Kind geboren, ja, was verändert das all viel? Und erst, wenn man tritt, dann merkt man, ah Gott, er ist in dieser schweren Zeit auch mit uns gewesen. Wie hat das bloß nicht gesehen? Und ich glaube, das ist sehr erfolgreich, was eine Hilfe ist, jedenfalls für mich auch, zu wissen, in dieser schweren Zeit, Gott ist mit uns. Und wir brauchen nicht Angst zu haben. Du erwähnst diese Schwierigkeiten, die wir in der Familie haben. Wir haben diese Schwierigkeiten weltweit. Im Moment ist es schwierig in Israel, in Gaza, in Ukraine, Russland und auf andere Städte in der Welt. Ja? Und viele grülen sich. Ja? Right. Wo gehen wir damit an, dass wir uns nicht kaputt machen, dass wir nicht Angst haben? Ja, das ist eine gute Frage. Eins ist, Jesus sagt ganz klar, eine Welt, wo wir Angst haben. Wir können uns nicht in diese Welt rübernehmen. Das wird Momente geben, wo wir einfach Schiss haben. Wo wir am liebsten mal einmal fort, ja? Und seine Weg kommen wir hier rüber. Und andererseits sagt Jesus aber auch, ich habe diese Welt überwunden. Und wir brauchen nicht wieder an diese Angst in das Leben. Ja? Und ich denke, da ist es für uns sehr wichtig, als Gläubige, als Christen, die wir an Jesus glauben, dass er auf diese Welt gekommen ist, um uns beizustehen, um uns zu helfen, um mit uns zu gehen. Sie Name ist, Gott ist mit uns. So, wir gehen diesen Weg nicht allein. Und ich glaube, das ist hier eine Sache, wenn wir Angst haben oder wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn wir verloren haben. Halle, wer wird bei uns sein? Wer wird uns beistehen? Und wir haben noch viel doller Angst, wenn wir allein sind. Ja, sagen wir mal, wir sind bitte irgendwo im Dienst drin, dann habt uns das, wenn wir eher zwei sind, nicht ganz allein. Und so ist es auch, dass diese Zeit uns hilft, weiter, Gott ist mit uns. Wir sind nicht allein. Wir brauchen nicht Schiss haben, wenn du einer, der uns beisteht und der mit uns mitgeht. Ja. So, wie man dort gedacht haben, hier ist einmal wer besiegt. Das ist einmal wer besiegt. Und wir brauchen uns nicht zu grülen, wenn Gott dabei ist, wenn Jesus mit uns mitgeht. Und so, da stehen wir auch eine frohe Botschaft wieder geben. Viele Christen, die sind sehr damit beschäftigt, nicht nur Angst zu haben, sondern auch noch andere Angst zu machen. Ja? Und ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe als gläubige Menschen. Unsere Aufgabe ist, die gute Botschaft, die frohe Botschaft wieder zu geben, dass Gott mit uns ist und dann, wo uns wahrscheinlich sind und dann, wo unsere Zeit ist. Ich weiß, wir waren mal eine Runde im Ausland, in der ersten Weihnachten, wir werden noch nicht lange Ferien daheim getroffen. Wir kennen dort jede Weihnachten, die Familienfest und Treffes und wir hatten Freunde. Und ab eins der best allein da, zu Weihnachten. Und das fühlt sich sehr komisch an, ja? Das einfach ganz allein zu feiern. Und das hat uns nochmal geholfen, aber ganz frisch zu schauen, was meint Weihnachten wirklich ist. Und wir sind ja gar nicht allein, da ist Jesus mit uns mit. Und das ist ja, was wir feiern. So, ich glaube, was uns helfen kann, ist einfach zu wissen, Gott geht mit uns mit. Und dann. Du redest davon, die frohe Botschaft wieder zu geben. Wo können wir uns vielleicht nicht kaputt machen, indem wir denken, wir machen da ist so schrecklich viel Not. Einer sitzt gut stark, die frohe Botschaft wiederzubringen.
Nein, das ganz erste ist, wie man selbst diese Frauenbotschaft leben, in Mathe leben. Das heißt, wie man selbst ans Leben aufgeben an Gott. Weißt du was, habe ich Angst? Wir haben Angst, wenn ich eine Sache nicht unter Kontrolle habe und wir nicht weiter, wo wir das hinschreien. Und dort stehen wir bloß aufgeben, diese Angst, wenn wir sagen, oh Gott, hier ist mein Leben. Ich will mit dir leben und nu machst du mit das, was ansteht. Allein kann ich mehr. Und wenn ich einmal mein Leben aufgegeben habe und sage, Gott, hier, das ist mein Leben, das ist hier die. Ich bin dann nicht mehr dafür zuständig, dass sich diese Sachen alle ändern. Wenn ich das nicht kann, ich habe lange genug geprüft. Willst du nicht kennen? Kann das nicht, ja. Und dann kann ich die Sachen aufgeben an Gott. Und dort hilft mir, erstmal selbst zur Route kommen. Und selbst auch zuversichtlich zu sein. Dass, wenn Gott diese Welt in der Hand hat, dann wird er weiter, wann was dran ist und wo was dran ist. Und ich kann meinen Teil tun, da wo er mich anstellt. Und wenn ich Menschen begegne, dann kann ich denen einfach auch diese Zuversicht vermitteln und sagen, das wird werden, wenn es Gott an uns sieht, es Gott steht für uns. So, ich glaube, das fängt hier erst bei uns selbst an. Und dann ist es auch für andere nachvollziehbar. Ah ja, ich brauche mich tatsächlich nicht grülen. Ja? So, wie man einfach auch denkt, dass wir die Welt nicht verändern können. Das ist ganz wichtig. Das ist wichtig, ja. Wir können aber einen wichtigen Beitrag leisten, da wo wir sind. Aber wir haben das nicht an der Hand, was in Israel passiert. Wir haben nicht an der Hand, was in der Ukraine passiert. Ja? Und ich glaube, da müssen wir als Christen immer weiter auch sagen, Gott ist souverän, Gott weiß, was er tut, der hat das in seiner Hand. Und wenn der Zeit kommt, ist, was er dort auch noch führt. Und dann brauche ich mich nicht grülen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? In deinem Leben, was wird das Schlimmste sein, was passieren kann? Das Schlimmste, was ich denke, ist, dass ich sterben. Und wo sieht dann? Wo ist es best dann, ja. Und so von daher, wenn ich mein Leben aufgeben kann, dann brauche ich mich auch nicht mehr grülen. Ja. Dann können wir die Gewissheit haben, dass wir im Himmel kommen. Dann, das ist ja viele im Bett ein Thema, ja. Hast du die Gewissheit? Ja. Und wir als Christen können dann gewiss sein, dass Gott für uns eine Wohnung hat. Korrekt. Und das viel schöner ist, als alles, was wir hier auf dieser Erde erleben. Ja. Ja. So, ich rede mit einem Mann, dem hast du hier vielleicht auch im Interview gehört, ja, der einfach auch das erlebt hat, wie das ist, wenn man das dort wiedergeht und was dann passiert, ja, und er ist hier gekommen und er sagt, das ist viel schöner da, ja. Er will gar nicht drei. Ja, right. Und so, das ist eine Zuversicht, das ist wirklich eine gute Botschaft, die wir haben, ja. Das, wir haben ein Leben, das endet hier nicht. Ja. Und das kann uns keiner nehmen. Gut, wir haben noch ein zweites Lied von Nelson Wiebes. Und ja, dat wel, want nu ook aanhartje en reden dan met Lothar Doriva. Stolte Welt brachte
Ja, hier in diesem Lied sagt es ganz besonders, nimm Jesus an. Das würden wir vielleicht die anreden, was Jesus noch nicht angenommen haben. Kannst du ein bisschen darüber vertellen? Jesus sagt, wie wir frisch geboren worden. Und wie wir frisch geboren worden, das ist den Heiligen Geist. Du hast eine Stunde, einen Tag, an dem du dich vielleicht nicht mehr erinnern kannst. Aber wenn du und ich hier sind, das liegt an dem Tag. Und das ist der Tag, wo wir geboren werden und auf diese Welt kommen. Ich kann mich an dem Tag nicht mehr erinnern, aber die haben mir gesagt, wenn Tag das wir, und du wirst das bestimmt auch weiter, wenn Tag. Und manchmal schreiben sie auch nach der Stunde an, wo das passiert ist, dass man geboren ist. Und wenn man geboren ist, ist man auf dieser Welt. Und man lebt auf dieser Welt. In Kreuze sagt Jesus, dass wir nochmal frisch geboren worden, vom Heiligen Geist. Und das hat eine konkrete Stunde, das hat einen konkreten Moment, wo wir einfach zu Jesus sagen, was das Glutzel anredet, komm du in mein Leben. Übernimm du mein Leben. Ich will mir die Hand geben. Bitte verzeih mir, was ich alle vorgetan habe. Ich habe so lange selbst geprüft. Ich habe alles angesagt, mein eigenen Wille das zu sagen. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht das gebracht, was ich sage. Das hat nicht Friede gebracht, das hat nicht Friede gebracht, das hat nicht Leben gebracht, das hat nicht, vielleicht auch nicht den Erfolg gebracht, den ich hier will. Ja? Und wenn ich dann sagen kann, okay Gott, ich will nun nicht mehr selbst mein Chef sein, sondern Jesus, du wirst nur mein Chef sein, komm du in mein Leben, dann passiert es bei dir. Das können wir nicht selbst in uns bewirken, so als wir auch nicht uns selbst auf diese Erde bringen können, bei der ersten Geburt. So wo wir dann durch den Heiligen Geist frisch geboren. Jesus kommt in uns Leben rein. Und das verändert alles. Das kann man auch spüren, das kann man erleben, das kann man feilen. Plötzlich ist der Lust vor dem Mann haft. Plötzlich ist Weihnachten. Plötzlich wird Weihnachten an uns, tatsächlich, ja. Und da wird das ja dann auch wirklich wahr. Ja, Gott mit uns. Ja. Ja. Gott ist an uns hineingekommen. So, er geht nicht nur an uns sieht mit uns mit, sondern er geht einfach an uns bin mit uns mit. Und dort ist weihnachtliches Gefühl. Ja. Und sehr Folgen kommen dort an sehr schwere Situationen erleben und das gibt sehr viel Frieden. Und so daher wird jedem ermöglichen wollen, der diese Frieden und diesen Frieden am Hort nicht erlebt. Und der diese Wiedergeburt nicht erlebt hat. Ja? Wenn ihr ein Tautscher ist und der hat vielleicht keinen besiegt, um darüber zu reden, kann der das allein tun? Ja, er ist nicht allein. Und Gott hielt uns da, wo wir sind. Wir können das Leute tun, am Gebet. Ich sage immer, wenn wir selbst Leute beten, das ist so Geld für uns. Ja. Aber Gott hielt uns sogar auch, wenn wir am Hort reden. Aber ich ermutige immer, sei dort einfach Leute, Gott. Komm du in mein Leben. Verjef mich, was ich alle verbockt und verbüht habe, ja, und zwei gemacht habe, und nicht angeschrien habe. Komm du in mein Leben, verzeih du mich, und Gott wird dich hören, da wo du bist. Der wird sich offenbaren. Und der wird sich offenbaren, ja. Das wird ganz klar sein. Aber natürlich ist es schön, wenn man dort dann mit anderen mitteilen kann. Ja? Wenn wir was Geld erlebt haben in unserem Leben, dann werden wir das nicht bloß für uns Pflicht behalten, sondern dann werden wir das auch anderen mitteilen. Und so von daher ist es Geld, dass man dann auch geht und mit anderen redet und das mitteilt. Und ich glaube, da wurde das auch möglich, wenn da in unserem Leben was passiert ist. Die meisten haben das gemacht, dass wir geboren waren. Ja? Ich meine, die an uns Raum, die sind das eingeworden. Ja? Und so ist es auch, wenn wir frisch geboren waren, die Menschen an uns Raum, die wurden das möglich. Hier ist etwas anderes umwelt. Ja. Sie. Gut, Stefan, ich glaube, wir haben gut über die Weihnachtszeit geredet, aber ich hoffe, dass Ihnen das gefallen und geholfen hat. Und wie beide wünsche ich Ihnen alle noch eine gute Weihnachtszeit. Ja, frohe Weihnachten, Gott mit Ihnen. Mocht Gott Ihnen segnen, da wo ihr seid, Kraft geben, Frieden und Friede geben. Er hat die Kontrolle über diese Welt nicht verloren. Und er wird uns ans Ziel bringen und er hat mit der ganzen Welt und der ganzen Menschheit ein Ziel. Und das ist ohne anzutreten. Und so, das ist die frohe Weihnachten, das ist die frohe Botschaft, die wir wiedergeben wollen. Das wünsche ich einem jeden, an seiner Familie, an seinem Umfeld, da wo er ist. Ich wünsche Ihnen das auch.